Grüß euch. Heute mal was anderes. Ja, ihr seht es dann schon. Seid nicht zu kritisch und lasst am besten eine Bewertung da. Was weiß ich. Also, viel Spaß. Wenn ihr euch was verzählt von wegen Experimente, die in irgendeinem unterirdischen Labor schiefgegangen sind, was fällt euch da als erstes ein? Klar, zurzeit sowas wie Coronavirus, SARS, Schweinegrippe, Rinderwahnsinn, Hühnerwahnsinn, AIDS, Donald Trump. Aber nein, um das geht's heute überhaupt nicht. Heute geht's erst einmal um die tragische Story von einem jungen Deppen, alias Gordon Freeman oder wie ich gern zu ihrem sagen darf, der Shotgun Gerhard. Warum Shotgun Gerhard? Naja, ich verzeih euch das einmal. Der ganze Kack fängt an wahrscheinlich an einem Montag in der Früh. Da wird der Gerhard Sepp in einem, sagen wir mal, in einem Zug durch einen riesigen Komplex gefahren, mitten in, neben, was weiß ich, irgendwo bei Mexiko. Scheiß der Hund drauf. Heißt Black Mesa, der ganze Zeug. Die haben riesige Maschinen, fette Computer, fette Roboter, hey, bei denen daten sogar die Decepticons, die daten Blecker. Wenn sie singen daten, die daten Blecker. Und was ganz wichtig ist, was natürlich auch haben, Getränkeautomaten. Weil der Gerhard aber wahrscheinlich gestern mal wieder gesoffen hat, ist er natürlich spät am Arbeitsplatz. Klar, kennt man ja, weiß ja jeder wie es ist. Jedenfalls wieder von einem Wachmann erst einmal blöd angemacht, was soll ich das und Scheiße und alle sind schon vor dir da. Er soll doch bitte ins Innere der Forschungszentrale XY, weil alle schon gammrig auf ihn warten, weil der wahrscheinlich viel zu machen hat. Aber wichtig vorher, Arbeitskluft anziehen. Aber das ist nicht irgendein Blaumann oder so ein Scheißdreck, nein. Das ist ein sogenannter HIV-Anzug. Also, blöd gesagt, der kann alles. Pistolenschüsse, Säure, Kaffeeflecken, also, den braucht er halt. Kurze Zeit später geht der Gerhard in eine riesendrum Testkammer, weißt du schon, mit Generatoren, Computer, schieß mich tot, für Experiment. Er muss einen Stor in einen Generator schieben. Weißt du, der wird wahrscheinlich das ganze MIT zusammenstudiert haben, damit er den Wagen schieben kann. Frag mich nicht, was passiert? Natürlich, das Ding haut's in 100.000 Fetzen und noch nicht schlimm genug, überall tauchen so komische Aliens auf und die sind, sag ich mal, nicht ganz so freundlich gestimmt auf alle anderen. Weil der Gerhard hat natürlich mit seinem dummen Stor lauter Portale in quasi unsere Dimension gerissen. Die kommen von einem weit entfernten Planeten, weißt du, außerhalb vom Sonnensystem, Milchstraße, nämlich von Zwickau. Na Schmarrn, das Ding heißt Xen und was weiß ich, wo das liegt. Jetzt ist natürlich der ganze Black Mesa im Arsch und er muss jetzt wieder an die Oberfläche und Hilfe holen. Also schüttelt er erst einmal den Dreck von seinen Sicherheitsschuhen und dann macht er sich auf den Weg durch den ganzen Bürokomplex. Flatsch, das hat weh da. Und was geben sie ihm in die Hände? Natürlich, ein Brecheisen. Ein fucking Brecheisen. Da trifft er dann auch das erste Mal auf diese lustigen Dinger, die heißen Headcrabs. Die hören sich ungefähr so an wie ich am Sonntag in der Früh. Aber nachdem der Gerhard dann ungefähr 100.000 Headcrabs mit seinem Brechstangerl zu Matsch gehauen hat, kriegt er allerhand Waffen an die Hände gedruckt. Normale Pistolen, Revolver, was weiß ich, Schrotflinten, deswegen heißt ja der Shotgun Gerhard, die er komischerweise alle bedienen kann. Ich weiß ja nicht, was man heutzutage als Wissenschaftler alles lernen muss. Also, Hut ab. Naja, egal. Auf jeden Fall ist auf dem Weg findet dann ein paar Kollegen, die haben irgendwie überlebt, keine Ahnung. Die sagen ihm, dass schon ein Rettungstrupp auf dem Weg zu Ende ist. Blöd ist jetzt nur bei der Sache, dass die Kameraden jetzt nicht ganz so lieb Servus sagen, wie man sich das vorstellt. Und ungelogen, beim ersten Kontakt fangen die auf einmal alles und jeden über den Hafer zum Ballern. Super, also nicht nur Aliens und Zombies wollen uns anwäschen, sondern auch noch die Leute von der Bundeswehr. Nein, halt, in dem Fall sind es US-Soldaten. Scheiße, hätte er sie lieber krank schreiben lassen. Ja, es gibt solche da und es gibt solche da. Egal, als nächstes kriegt der Gerhard gesagt, dass akkurat am anderen Ende von diesem ganzen riesigen Spielplatz Leute im sogenannten Lambda-Komplex, die haben überlebt. Und die hätten eventuell ein Heilmittel gegen den ganzen Alien-Wahnsinn. Oder anders gesagt, die haben halt eine Möglichkeit, die Portale irgendwie wieder zum Schließen. Ja, fragt's mich nicht, ich bin kein Wissenschaftler. Die kennen das halt einfach. Gut, der Gerhard, der packt seine 7 Zwetschgen. Nebenbei hat er noch so ein fettes Tentakelviech ohne auf dem Pelz. Dann durch ein kompliziertes Schienensystem brutzelt er so einen Riesendrum-Alien. Er ist halt einfach Badass Gerhard, kann man nicht anders sagen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, eine halbe hätte er sich in diesem Moment verdient. Aber zurück zum Geschehen. Sein Kollege ruft noch und steckt ihm, dass die Leute Portale nur öffnen können, wenn er so ein Riesendrum Raketen ins All aufschießt. So als Art Satellit oder so. Gut, Gerhard, geiler Typ wie er ist, denkt sich, Depp, packen wir es halt einmal schnell und gefühlt an 36.000 Soldaten und ein von Alienviecher, die über den Haufen ballert, schafft es natürlich, die Rakete zum Starten. Wie gesagt, Wissenschaftler von heute so durch, die haben was auf dem Kasten. Nach einer Zeit fängt der Gerhard aber ein bisschen ein Schwächeln an. Gut, ihr müsst wissen, der hat gestern einen drum Fetzen gehabt und nicht einmal was gegessen oder irgendwas. Wie soll es auch anders sein? Also, es kommt wie es kommen muss, er wird festgenommen von denen Hanswursten. Und die schmeißen ihn einfach stangengrot in eine Müllpresse. Tja, aber dass der Motherfucker dann natürlich wieder rauskommt, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ja der Shotgun Gerhard. Jedenfalls muss er jetzt wieder alle Waffen besorgen und das durch einen riesigen Sumpf aus radioaktivem Bioabfall. Pfui Teufel. Irgendwann ist er dann wieder in so einer Art Versuchslabor, da haben sie anscheinend schon vor dem ganzen Chaos Experimente mit denen Viecher angestellt. Da hat der Vorstand wieder ein bisschen beschissen. Woher kennt man das jetzt gerade so im Moment? Aber scheiß der Hund drauf, er kriegt jedenfalls eine Art Laserwaffe, die macht nicht nur blaue Flecken, das garantiere ich euch. Der Gerhard jedenfalls, der ist jetzt irgendwann an die Oberfläche gekommen, wo sich die Soldaten mit den Aliens nicht gerade sanft an den Tisch hocken und saufen. Nein, die machen eher so den gegenseitig in die Luft springen Methode. Da haben wir jetzt quasi auf der einen Seite US-Soldaten mit Hubschrauber und Panzer, auf der anderen Seite Aliens mit was weiß ich was die haben, irgendwelche so Mucken-Schießdinger und der Gerhard. Aber hey, wir sind ja immerhin schließlich Badass Motherfucking Shotgun Gerhard. Also der schafft es auf jeden Fall durch die ganze Gaudi Richtung Ländereingang. Und da sieht er jetzt erstmal den Teil von dem Black Mesa, wo die Leute vorher schon Aliens einfliegen haben lassen und Experimente und Portale und was der Teufel was noch ist. Aber bevor er natürlich zu den Kameraden wieder rein darf, muss er wieder die Drecksarbeit erledigen und zig Generatoren anschalten, dass die überhaupt einen Strom haben. Logisch. Ja gut, Gerhard macht sich auf den Weg, noch vorbei an irgendwelche Ninja-Tussis, was weiß ich, sucht einen Sicherungskasten, haut einen FI-Schalter rein und sagt, passt, das Ding läuft wieder. Vorher natürlich nochmal gefühlt durch 36 Milliarden Portale durch, aber dann ist er jetzt endlich bei seinen Kollegen angekommen. Geschützt durch eine Glastür. Ja, und da drin sagen dann seine Kollegen, ja Gerhard, hast du schnell Zeit? Kannst du schnell da rüber fliegen nach Zwickau? Nein, Schmarrn, nach Xen und dem Oberst Ultra-Alien Boss, keine Ahnung, gibst du mal drum Bockfurzen und sagst, mach die Portale wieder zu, weil Aliens sind scheiße. Okay, sagt der Gerhard, aber kann sie bei Alte vorher anrufen und sagen, kann da ein bisschen später werden heute, dann mach ich das schnell. Er packt sich das komplette Waffenarsenal von der Bundeswehr gefühlt und sagt, für die, ab nach Xen. So, jetzt ist der Gerhard in Xen und speibt erst einmal in seinen Anzug rein, weil, ich mein, schaut euch die Gegend einmal an, also da bewegt sich alles irgendwie komisch, da fliegt einmal so ein Vieh vorbei und ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht gut riecht da dann. Ich meine, dass jetzt der einer mal feucht durchwischt, das glaube ich jetzt eher weniger, aber hey, schaut euch einmal die Dinger an, also bitte. Naja, ich hoffe, er hat sich ein Wunderbäumchen in die Maske gehängt. Ist ja auch egal. Jedenfalls geht er dann nur mal durch Portalrätsel und was weiß ich alles, ist er dann in einem, Nest, sage ich jetzt einmal. Da wohnt so eine ausgewachsene Form von den Headcrabs, die heißt Gonach. Und die schaut ja so spinnenmäßig aus. Nicht gerade kinderfreundlich, aber ja, der wird sich jetzt auch denken, scheiße, das ist halt auch eine Nummer größer, wie die bei uns daheim. Aber da ja unser Shotgun Gerhard nur auf Stärke gilt, hat er natürlich das Ding mit Europaletten voll C4 ins Jenseits, klar. Oder halt auf dem Komposthaufen, je nachdem wo so viel halt hinkommen ist. Kenn mich da auch nicht aus. Naja, jedenfalls, wie soll es auch anders sein, hinterlasst das Viech. Nochmal ein Portal und es war der ganze Tag eh nicht schon im Arsch, teleportiert er sich dann noch in so eine Art Alienfabrik, wo in einem anscheinend Dreischichtsystem Soldaten-Aliens oder so eine Rasse gezüchtet werden und die haben einmal richtig abartige Waffen am Start. Also, das ist kein Kindergeburtstag nicht. Na gut, auf jeden Fall durch den ganzen Fabrikdreck durchgeschossen, schießt er sich an Decken auf und da drum ist, was ist natürlich da drum? Natürlich Portal. Und wo geht das hin? Zum Oberst Ultra Mega Endgegner hin.
Der schaut ein bisschen so aus wie der Endgegner von Half-Life. Ui, warte mal. Es ist er. Ja, Entschuldigung. Heißt Nihiland. Aber dass der Nihiland richtig opis daher schaut und gefühlt 100 Kilometer hoch ist, das geht Gerhard natürlich voll am Arsch vorbei. Und nachdem er seine 3 Energiekristalle mit einem Makita-Akkuschrauber demontiert hat, öffnet der Nihilanten selbst seinen Kürbis. Da fetzt jetzt der Gerhard so ein Full-Metal-Jacket in sein Hirn. Zack, Nihilan im Arsch. Genau, und was passiert dann zum Schluss? Bla bla bla, Mr. Freeman.